Ja, wieder mal zu Gast bei Radio Böcklerplatz ist der Liedermacher, kölsche Liedermacher Björn Heuser. Hallo Björn. Hallo, guten Abend. Ja, es gibt eine neue CD, die heißt Montagslieder. Die kommt raus am 15. November. Wir sprechen gleich ganz viel davon und hören jede Menge. Aber zuerst muss ich mal fragen, der Björn hatte eine OP und war im Krankenhaus. Und das stand im Express und überall. Wie geht's dir? Also in erster Linie geht's mir jetzt wieder richtig, richtig gut. Und das war in der Tat so, dass ich Ende Juli, also im vergangenen Sommer, eine Gallenstein-OP hatte. Ich hatte wohl eine etwas stressige Zeit vorher und irgendwann hat's mich dann umgehauen und mich für 2 Wochen ausgenockt. Ja. Aber jetzt geht's mir wieder blendend und jeder, der ab und zu mal Bauchschmerzen hat, sollte das vielleicht mal prüfen lassen. Danach geht's einem deutlich besser. Ja, stressige Zeit. Du bist 32. Hat es dich irgendwie, wie soll ich sagen, erschreckt? Sowas in so einem jungen Alter auch. Ja, Gallenstein ist jetzt kein Herzinfarkt, aber es ist schon so, ich habe mich natürlich ausgiebig mit den Ärzten unterhalten auch, es ist schon so, dass da viele Faktoren zusammenkommen und dass dieser Stressfaktor wohl mit der ausschlaggebende in dem Fall war. Und seitdem habe ich dann doch versucht, deutlich kürzer zu machen. Also ich mache jetzt keine 8 Auftritte mehr am Tag, so wie ich das früher am Karneval tagelang hintereinander gemacht habe. Das ist jetzt ein bisschen eingedämmt. Ich habe zwar noch so ein paar Hammertage, weil die Verträge einfach schon lange stehen, aber ich versuche doch ein bisschen mehr mir rauszusuchen, was ich mache und versuche aufzupassen, dass es nicht zu viel wird. Ja, wir wollen erstmal ein bisschen was von deiner neuen CD. Du hast eine neue CD, die heißt Montagslieder. Genau. Was es damit auf sich hat, wie der Name zustande, sprechen wir alles gleich. Wir hören erstmal ein Stück. Das heißt Irgendwann. Ganz genau. Irgendwann von Björn Heuser aus seiner neuen CD, ganz aktuell, Montagslieder. Ja, der Titel Montagslieder, wie kommt der zustande? Ich weiß, dass du montags immer neue Songs veröffentlicht hast. Ja, es ist so, ich habe ja 2 verschiedene Schienen im Prinzip. Ich mache ja diese Mitsing-Konzerte mit den ganzen Hits, die man so kennt. Die passieren ja in der Regel am Wochenende. Das Prominenteste ist sicherlich das Freitagskonzert jede Woche. Und die Montagslieder sind in gewisser Weise ein Pendant dazu. Also es geht darum, Songs zu machen. Ich schreibe ja sehr, sehr viel und das sind alles ruhigere Stücke, wo man ein bisschen mehr zuhören muss, wo man vielleicht auch mitdenken darf. Und das ist quasi ja so ein Pendant zu diesen Freitagskonzerten, sind quasi die Montagslieder als zweites Standbein. Da bin ich dann wirklich der kölsche Liedermacher. Okay. Sind das denn Stücke, die du, sag mal, in dieser Woche dann auch entwickelst oder die teilweise schon älter sind? Das kommt immer drauf an. Es gibt ein paar alte Schätzchen, die ich wiederentdeckt habe und neu aufgenommen habe. Aber oft ist es auch so, dass ich mich tatsächlich irgendwie die Woche über hinsetze und denke, was kannst du am Montag mal machen? Welches Thema ist gerade aktuell? Und das ist eigentlich immer eine Mischung aus älteren und ganz, ganz frischen Stücken. Manchmal nehme ich auch sonntags abends irgendwas erst auf und denke, wow, das gefällt mir jetzt so gut, das ist das neue Montagslied. Naja, und dann sind halt diese Montagslieder 7 Tage online. Ne? Es gibt eine Homepage, montagslieder.de. Jeden Montag kommt halt ein neues da drauf. Wenn die 7 Tage um sind, wird es wieder gelöscht und es kommt wiederum ein neues Stück, sodass eine ganze Menge inzwischen zusammengekommen ist. Es ist ja schon eine ziemlich fleißige Arbeit auch, ne? Kann man sagen, ja. Ne? Es gibt, glaube ich, so ein Projekt in der Art kenne ich eigentlich nicht. Und es wird super von Leuten angenommen. Gibt es denn auch einen gewissen Druck da bei dir? Du musst ja erst am nächsten Montag ein neues Stück wieder parat haben oder sowas gibt's? Das ist bisher positiver Druck. Das Projekt läuft seit Juli diesen Jahres und was ich gemerkt habe, ich sporne mich damit selbst an. Also ich motiviere mich selbst, ne? Weil man ja immer was Neues, möglichst auch Aktuelles raushauen will. Sitzt man dann schon da und denkt, so, jetzt muss aber was machen. Aber das ist jetzt nicht so negativer Druck, sondern eher positiv. In diesen Liedern, die, wie du sagst, auch eher zum Zuhören teilweise sind, wobei es auch schnellere Nummern gibt, wir hören gleich eine. Gibt es da eine bestimmte Struktur auf dieser Platte, wie du die Stücke zusammengesetzt hast? Es gibt, zum einen ist es so, dass alles unplugged ist. Diesmal ist es wirklich so, dass jeder Ton, den man da hört, von mir gespielt worden ist. Alle Instrumente, alle verschiedenen. Es gibt keinen einzigen Gastmusiker. Und das ist einer der roten Fäden. Und zum anderen sind es natürlich auch alles sehr persönliche Stücke und sie erzählen Geschichten, das werden wir im nächsten Titel hören, die ein bisschen, die ein bisschen so aus dem Leben sind. Beim nächsten Titel ist es etwas spezieller, aber das hört ihr ja jetzt selbst. Okay, Coddensford.
Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Och Schatz. Björn Häuser bei uns Radio Böcklerplatz, Kudensfort. Ja, ich wollte mal eben Zigaretten holen gehen. Ja, so kann's gehen, so kann's gehen. Ja, schöne Nummer. Ja, wir wollen mal über die Produktion an sich sprechen. Du hast eben erzählt, das ist ja sehr spärlich gehalten, unplugged sozusagen. Du hast ja mittlerweile auch ein Studio bei dir selber aufgebaut, hast das alles selber gemacht. Also bei der Platte ist es tatsächlich wieder so, die ist komplett Björn Häuser, überall, jeder Ton, alles, was man da hört. Das Einzige, was ein Novum ist, also beim letzten Mal, das letzte Album, das war ja ein Studioalbum mit vielen Gastmusikern, sehr aufwendig produziert und alles Stücke von mir. Hier ist es genau andersrum bei den Montagsliedern. Da habe ich zwar alles selbst gespielt, aber habe, wie zum Beispiel gerade bei der Nummer Kudensfort, auch verschiedene Co-Autoren, mit denen ich zusammenarbeite, die dann auch schon mal Input, neuen reinbringen. Ja. Und das hat halt auch super viel Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Ja. Was ist bei dir als erstes da? Erst eine Textidee oder eine musikalische Idee oder ist es verschieden, unterschiedlich? Das kann man gar nicht so sagen. Das ist total unterschiedlich. Mal hat man irgendwie so einen Geistesblitz und denkt, auch da könnte man mal irgendwie einen Song drüber schreiben über das Thema. Mal sitzt man am Klavier oder an der Gitarre und es fällt einem irgendwas ein. Manchmal, das fliegt so in die Finger, das kann man ganz schlecht beschreiben. Und dann hat man plötzlich eine Melodielinie. Oder tagesaktuelle Geschichten kommen natürlich auch vor und inspirieren. Du hast einen Song, kann man erwähnen, Wählen gemacht, einen Aufruf eigentlich zu wählen zu gehen, der auch sehr gut rüberkam. Genau, Wählen ist jetzt nicht hier auf der Platte, aber das ist zum Beispiel auch ein aktuelles Beispiel. Ne, ich versuche halt immer irgendwie alles aufzusaugen. Als Songschreiber muss man halt mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und dann sieht man ganz viele Themen auf der Straße liegen. Ja, du hast lustige Songs, die vielleicht auch ein bisschen im Karneval gespielt werden könnten, sage ich mal, durchaus lebhaft. Aber du hast auch durchaus nachdenkliche Nummern und auch, ja, wir wollen gleich eine Nummer hören, die heißt Tränt über Kölle. Und da ist ein besonderes Thema, der Tod der kleinen Lea Sophie. Kannst du darüber was sagen? Ja, im letzten Jahr wurde ja die kleine Lea Sophie in Chorweiler bestialisch ermordet, kann man sagen. Das ist ja sehr groß durch die Presse gegangen und das geht natürlich an einem nicht so vorbei. Gerade wenn es da um Kinder geht, bin ich da sehr empfindlich und kann sowas nie nachvollziehen. Und das hat mich so bewegt, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, musste dann irgendwie einfach auf die Straße spazieren gehen, weil ich einfach nicht begreifen kann, wie ein Mensch sowas machen kann. Und für mich ist das eine Möglichkeit, Stress, alles möglich von mir abzulassen, wenn ich darüber einen Song schreibe. Ich musste das einfach aus dem Kopf kriegen, sonst wäre ich weiter unglücklich durch die Welt gelaufen. Mit einem Song kann man natürlich nichts ändern, aber es war meine Möglichkeit, mich da irgendwie mit zu befassen und dem Echo und dem Feedback nach habe ich da auch vielen Menschen von der Seele gesprochen. Wollte ich gleich nochmal nachfragen. Ein ähnliches Ding ist ja auch das mit dem Kinderspiel. Genau, das war damals auf dem letzten Album. Ja. Und ich wollte fragen, gab es da Reaktionen auf dieses Lied? Auf Tränt über Kölle gab es eine ganze Menge Reaktionen. Ich habe das kurz nach dem Bekanntwerden des Mordfalls geschrieben und auch über meine Kanäle bei Facebook und im Internet veröffentlicht, halt um auch Menschen die Möglichkeit zu geben, ihren Gefühlen selbst auf freien Lauf zu lassen. Ne? Also ich habe da innerhalb von einem Tag wurde der Song 4.000, 5.000 Mal angeklickt. Der hat sich halt sehr gut verbreitet und leider muss man sagen, ist es so ein trauriger Anlass. Das ist natürlich schön, wenn vielen Menschen das irgendwas bedeutet oder die sich da 3-4 Minuten, so lange wie der Song geht, die Ruhe nehmen und vielleicht mal in Ruhe weinen können, weil der Song es unterstützt, die Gefühle rauszulassen. Und er ist gut angekommen, wobei ist mir natürlich viel lieber wert, dass ich den Song hätte niemals schreiben müssen. Und viel schöner wäre es natürlich, wenn die kleine Lea Sophie auch noch leben würde. Ne? Okay, wollen wir hören, Tränt über Kölle. Da wo du jetzt bist, da wo du jetzt bist. Da wo du jetzt bist.
Um 12:30 gibt's Verkehrsnachrichten. Danach geht's hier weiter bei Radio Böcklerplatz mit Björn Häuser. Böcklerplatz. Radio Club Böcklerplatz, zweiter Teil. Immer noch Liedermacherei mit Björn Häuser. Zurück an den Ring. Björn Häuser mit seiner neuen CD Montagslieder beim Radio Club Böcklerplatz zu Gast. Ja, das ist auch ein Stück von deiner neuen Platte. Um was geht's da? Zurück an den Ring? Zurück an der Ring ist im Prinzip eine etwas in die Hose gegangene Liebesgeschichte. Da hat sich so ein Typ, in irgendeine Frau verknallt und ist mit der ausgewandert und hat nach kurzer Zeit gemerkt, ey, ist zwar schön hier, wo auch immer das ist ja fiktiv, aber eigentlich ist zu Hause doch schöner und deswegen kommt er zurück an Rhein zu seinen Freunden und dahin, wo er eigentlich hingehört. Ja, kommt vor im Leben, ja, es passiert uns auch allen und so ähnlich. Ja, sag mal, wie authentisch sind deine Stücke? Ist das völlig frei erfunden oder passieren dir ähnliche Dinge, über die du singst? Ich schreibe ja eine ganze Menge. Da sind ganz viele fiktive Sachen dabei, wie zum Beispiel Zurück an der Ring gehört dazu. Also ich bin nicht mit irgendeiner Dame ausgewandert und unglücklich wiedergekommen, ganz im Gegenteil. Manche Sachen sind halt wirklich erfunden, aber viel spricht mir aus der Seele, vor allen Dingen jetzt hier beim neuen Album Montagslieder. Merkt man, dass es mir im Moment seelisch wirklich sehr, sehr gut geht. Da sind sehr viele Liebeslieder drauf. Und die Platte ist meiner zukünftigen Ehefrau gewidmet, das steht da auch drin. Zukünftige Ehefrau ist ja interessant. Ja, genau. Der Björn ist also quasi nicht mehr zu haben. Ne? Das ist jetzt endgültig dann vergeben. Nee, das stimmt. Und das merkt man halt. Das ist gerade eine sehr schöne Phase in meinem Leben. Ja. Und ich denke, das hört man auf der Platte. Kannst du denn immer, oder wenn du so ein Stück machst, entwickelst oder die Idee zum Stück hast, kannst du das immer einordnen, das passt mehr in die Karnevalszeit, das passt mehr auf vielleicht eine andere CD zum Zuhören wie diese. Ist das immer zu trennen oder gibt es viele Dinge, die du sowohl als auch? Inzwischen kann ich es, glaube ich, ganz gut trennen. Ich schreibe ja auch sehr, sehr viel für andere Interpreten. Jetzt in der kommenden Session ist es so, dass über 12 Titel, glaube ich, von Fremdinterpreten jetzt auf den Markt gekommen sind. Ja. Ich habe für die Klüngelköp geschrieben, für die Rheinländer, für die Kölsch-Fraktion, für die Funky Marys, für alle möglichen Leute. Willibert Pautz fällt mir noch ein, aber auch einige andere, die Alträucher. Wenn man die Songs schreibt, dann merkt man schon so, das ist jetzt nichts für ein Montagsliederalbum, das ist jetzt kein potenzielles Montagslied, sondern da geht schon mal auf die 12, ne? Und das ist Partymusik, das ist Mitsingmusik, auf die ich ja auch stehe, ne? Sonst würde ich sie ja nicht schreiben. Nur man kann das schon ganz gut, wenn man das schreibt, kann man schon ganz gut einordnen, ist das jetzt was für mich? Und wenn ja, in welchem Bereich? Im Mitsing-Bereich oder im Zuhörbereich? Oder ist das ein Stück, was man besser an eine andere Gruppe gibt, die es darbieten kann? Wie zum Beispiel 4711 ist ein ganz neuer Song, den ich für die Klüngelköp geschrieben habe. Das ist eine Nummer, die funktioniert bestens. Die hat ja jetzt im ersten Anlauf schon richtig gut abgeräumt. Okay. Und hätte ich die selbst als Künstler gemacht, hätte es keinen interessiert. Man muss halt immer gucken, irgendwie was passt und was nicht passt. Okay, wir sprechen gleich noch weiter über deine sonstigen Aktivitäten. Du machst ja sehr viel, hast interessante Gigs und so weiter, auch Leute, die mittlerweile alle kennengelernt hast. Das ist klar, wir hören aber erst noch ein Stück. Was hören wir denn? Wir hören, würde ich sagen, eine sehr autobiografische Geschichte, nämlich wie es morgens bei der Familie Häuser am Küchentisch abgeht. Morgens. Alles klar, morgens. Oh, nee. Ne unfassbar. Bin ich müffelig. Morgens bin ich müffelig. Morgens bin ich müffelig. Ein Montagslied von Björn Häuser. Morgens bist du morgens immer so drauf.
Ja, das ist ein sehr autobiografisches Lied. Ich bin ein extremer Morgenmuffel und kann mich selbst morgens nicht leiden. Das ist immer ganz schlimm. Ja, okay. Ja, wir wollen ein bisschen reden über deine Aktivitäten. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, das ist ja die Mitsing-Konzerte, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Im Gaffelhaus, das kann man auch schon ruhig mal sagen. Jeden Freitag ist das. Du hast aber jetzt vor kurzem das ja ein Phänomen. Ja, der Björn spielt seit ein paar Monaten jetzt auch mal im Stadion und der FC gewinnt. Und jedenfalls haben Genau, vielleicht war das lange Geheimnis, warum der FC auf eine Durststrecke war, seit ich da gespielt habe im Stadion. Das war jetzt schon ein paar Mal der Fall. Hat der FC nicht verloren zumindest. Einmal war es unentschieden und in der letzten Woche hat er haushoch gewonnen. Ja. Und es ist natürlich gigantisch. Ich nehme einfach meine Klampfe und stehe vor der Südkurve. Muss Wahnsinn sein, oder? Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil man einfach mit einer Gitarre, ohne Playback, ohne alles, das hat sich bisher noch niemand getraut im Stadion, soweit ich weiß, sich da vor 50.000 Leute stellt. Ja. Und die feiern einen ab, sagen wir mal, bis auf die gegnerischen Fans, die nicht unbedingt. Aber es ist schon Wahnsinn, was da für ein Echo kommt. Und es ist natürlich auch eine Bestätigung der Arbeit. Ich mache das jetzt seit 15 Jahren. Ja. Und in so Momenten, wo man dann tatsächlich da mit 50.000 Leuten singt, weiß man, irgendwas hat man richtig gemacht. Sensationell. Welche Stücke bringst du da? Gassenhauer, die man kennt? Gassenhauer, in der Regel natürlich langsamere Sachen, die man wunderschön im Liebestaumel, im FC-Siegestaumel mitsingen kann. Ja, du hast ja auch Jubiläum gehabt. Mal wieder. Mal wieder, das war das 250. Nee, 222 war das. 222, okay. Im Gaffel am Dom, ne, wo ich ja jeden Freitagabend spiele und das ist ja auch eine Entwicklung, die sensationell ist. Jeden Freitag ist der Laden brechend voll, das ist inzwischen deutlich mehr als ein Insider-Tipp. Es stehen Schlangen vor der Tür, was mir persönlich immer sehr leid tut, ne, weil meinetwegen soll jeder das hören und mitsingen, der will. Nur irgendwann ist der Laden halt voll und ich gebe sehr, sehr viele Konzerte und versuche wirklich die Leute damit zu versorgen, damit jeder auch mal die Möglichkeit hat. Und du bist auch bestens bekannt unter, sagen wir mal, den Kölschen, der ersten Liga, sag ich mal, der Kölschen Bands. Bekannt. Und hast auch häufig Gäste im Gaffelhaus, also Stefan Brings war mal da und jetzt habe ich gesehen Casalla. Mit Casalla habe ich da zusammengespielt bei eben besagten 222. Konzert. Und klar, die Bands aus der ersten Liga, zu denen besteht da grundsätzlich der Kontakt. Allein deshalb, weil ich deren Lieder spiele und weil ich natürlich auch wissen will, ob das für die okay ist. Ne? Also die kennen mich alle, ich kenne die alle. Und der Kontakt hinter der Bühne ist auf jeden Fall da, weil ich ihn pflege, der ist einfach wichtig. Man muss irgendwie, letztlich verdiene ich ja mein Geld mit den Songs, die groß gemacht haben. Ja. Und da habe ich den größten Respekt vor und würde nie das irgendwie ausnutzen. Also wir kennen uns ganz gut und ich habe auch das Gefühl, dass ich von den Großen respektiert werde und vielleicht findet der eine oder andere es sogar auch gut. Also zum Teil sieht man immer mal wieder bekannte Gesichter, auch bei meinen Konzerten, die dann gar nicht schlecht staunen, wenn die sehen, wie das da so abgeht, was der kleine Häuser macht. Und wenn du, vor kurzem hast du wieder in Berlin gespielt auch und das war auch ausverkauft. Berlin ist inzwischen auch immer 3-mal im Jahr ausverkauft. Mit ausverkauft heißt in Berlin über 200 Karten und das ist natürlich schon ein Erfolg für einen Künstler wie mich. Oder ich habe jetzt eine Deutschlandtour auch gespielt, zum Beispiel in Karlsruhe. Habe ich zum ersten Mal gespielt, wusste gar nicht, dass es da so eine Kölsch-Szene gibt, aber da waren auch über 100 Leute. Das ist sensationell, wie das auch bundesweit angenommen wird. Wunderbar. Zeit für ein Stück haben wir noch. Such da noch was aus. Dann würde ich doch glatt sagen, werden wir ein bisschen traditionell und hören uns die Geschichte des dicken Pitter oben im Kölner Dom an. 1922, die Kaiserglock war voll. Aus Kölschem Leid rufen ich zur Einigkeit. Der dicke Pitter und Björn Häuser aus der CD Montagslieder. Ja, wir haben wieder bald Weihnachten. Steht vor der Tür sozusagen. Das ist ja auch schon fies draußen. Du machst auch 2 Weihnachtskonzerte dieses Jahr. Ursprünglich was Neues für dich? Ja. Genau, ursprünglich waren 2 Konzerte angedacht. Das ist auf so große Resonanz gestoßen, dass da jetzt 4 Konzerte draus geworden sind. Für das 4. gibt es auch noch ein paar Karten, ein paar Restkarten. Die anderen 3 sind restlos ausverkauft. Weihnachtsgefühl heißt die Show.
Und wie der Name schon sagt, es geht um Weihnachten, aber nicht kitschig. Es geht eigentlich vielmehr um das Gefühl, was man mit Weihnachten verbindet oder vielmehr, was ich damit verbinde. Und es ist natürlich ein Weihnachts-Mitsingen-Konzert. Das heißt, die Stimmen des Publikums sind wie immer gefordert. Okay, wo ist das? Die ersten 3 Shows sind im Kätzmanns in Bickendorf, bei mir um die Ecke quasi. Die sind allerdings ausverkauft und die 4. Show ist im Piranha, inzwischen traditionell, am Samstag vor Heiligabend. Da gibt es noch ein paar Karten. Jo, ja, Björn, wenn es noch größere Pläne fürs nächste Jahr gibt oder so, die kannst du uns auch mitteilen? Es gibt immer unheimlich viele Pläne, aber wollen wir erstmal abwarten, dass wir den Aschermittwoch gut überleben, ohne Krankenhaus und so. Ja, gut, wunderbar, ein schönes Schlusswort. Björn Häuser mit seiner CD Montagslieder zu Gast bei Radio Böcklerplatz. Vielen Dank. Ich danke dir. Ciao.